Moin! Hier bin ich mal ganz woanders in Dithmarschen. Hier bin ich in der Nähe von Hemmingstedt, bei der Raffinerie. Im Achtergrund, da kann man sie sehen. Ich will hier mal die Geschichte verlesen und frage mich, lebt wir denn überhaupt in Deutschland? In meinen Augen leben wir in Europa. Ist ja kein Wunder, denn Deutschland schafft eins ab. Das ist ja kein Wunder, dass die Bauern hier auf die Barrikaden gehen. Sie sind alltitlang die Prügelknaben von uns Nation. Rein gar nix können sie noch selbst entscheiden. Alles wird von der Regierung reglementiert. Uns Agrarökonomen holen zu viel Daten, egal welch, ob das Hühner, Schwein oder Kühe sind. Sie produzieren mit Viehwerk zu viel Gülle. Und wegen der Nitratbelastung dürfen sie den ganzen Mist nicht mehr auf ihr Land bringen. Aber Eier, Butter, Milch und Käse und auch Fleisch, das schall immer richtig auf dem Tisch stehen. Und das kann schlichtweg denn auch nicht zu billig sein. Auch Obst und Grüntüch stehen mit auf den Spießplan. Aber ohne Giftsprit geht das nun mal nicht. Doch nun kommen die Umweltaktivisten auf die Barrikaden und jibbern, dass sie sich da irgendwas auch ändern muss. Da das so nicht wieder geht. Die Bauern waren aber auch so die Dubenstuben andraht, dass sie nicht mehr noch utweten. Am besten ist doch, wenn sie die Daten all abschaffen und auch einen Hof abgeben. Ist aber auch das Beste, denn das Schweinefleisch, das kommt ja doch alles aus Dänemark und aus Polen. Und das Rindfleisch, das kommt sogar aus Argentinien. Obst und Gemüse kommt aus Holland und Italien. Auch Zuckerrüben mit uns Farmer nicht mehr anbauen. Der Zucker, der wird in Udland doch viel billiger und Zuckerrohr herstellt. Uns Ackerbau und Viehwerk, das wird jemals mehr abschaffen. In Deutschland brauchen wir überhaupt kein Bauwerk mehr. Aber nicht bloß das. Ganz Deutschland wird abschafft. Auch unsere Industrie ist doch an Klagen. Eins wird in Udland produziert. Uns Kledagen, die kommt doch aus Bangladesch und die Show aus Italien und Asien. Was können wir Deutschen denn überhaupt noch selbst? Rein gar nichts. Nicht mehr mit Made in Germany. Und den Wehrdienst, den habt wir doch all abschafft. Wozu brauchen wir denn noch uns Bundeswehr? Das ist doch sowieso eins toll. Ob all die Waffengattung kannst du doch nicht mehr verloten. Also abschaffen, denn für die Sicherheit da sorgt ja das amerikanische Militär. Und wenn man sich denn ob so einen dusseligen Präsidenten auch verloten kann. Und was ist mit unserer Energie? Kehrtwende. Atomkraftwerk war stillig und Afrak. Die Kraftwerke, die mit Braunkohle wird, die wird wir auch nicht mehr haben. Sind alles Dreckschleudern. Das ist richtig. Wir schaffen die Kraftwerke ab und bei den Polen war das braune Kohlentuch durch die verpulvert. Atomstrom und Tschechien, das ist ja auch viel billiger und reiner. Und wenn das nicht recken da, dann kriegen wir ja auch noch bald mehr Gas aus Russland. Ja, dann brauchen wir ja auch keine Biogasanlagen mehr. Ist ja auch gut so.
Denn das Vergasen von Maissilage steigt auch in der Kritik. Aber was ist, wenn der Herr Putin uns nicht mehr passen deit? Dann dreht er uns doch einfach den Gashahn dicht. Aber noch habt wir Strom rücklich. Ja, wir haben viel zu viel davon. Der Strom, den die Windmüllers mit ihren Mühlen produzieren, den können wir gar nicht verbrucken. Und darum stehen ja auch so viele Windmühlen still. Aber noch das Energieeinspeisungsgesetz müssen wir Ligastenbeitrag betonen. Die Windmüllers hätte man ja eine Abnahmegarantie zu sich. Und so denn nicht, müssen wir für den Strom, den wir gar nicht nutzen, auch noch Geld betonen. Dann muss man sich mal vorstellen. Die grünen Politiker haben auf ihrem Parteitag richtig Not das Maul abreden. Die wird eins abschaffen. Die haben ganz Not rumgerührt. Schluss mit Kohle, Schluss mit Öl, Schluss mit Gas und Schluss mit Fernwärme und Kraftwerken. Ja, die sind ja wohl mal. Die sind ja nicht ganz klar im Kopf gebogen. Schuld wie den Freien darf schon nicht mal mehr ein Armband bilden. Da kommen ja so viele Schadstoffe und den Schornstein. So denn nicht, bleibt uns denn ja auch vielleicht noch einen warmen Schlafsack. Tja, von den Schadstoffen kann uns Autoindustrie auch ein Lied singen. Aber die hat sich mit der Schummelsoftware selbst mit Schied beschmissen. Nun sind die Autohersteller eins Umweltfrevler. Und die Autos mit ihren Verbrennermotoren sind große Umweltverschmutzer. Das hat der Autohersteller in Asien, China, Japan und auch in Korea gau für sich nutzt. Die produzieren nun ob Düvel kommt umweltfreundliche, schadstofffreie Elektroautos. Das End von Leid ist, dass die Deutschen ob Dreckschleudern sitten blieben. Aber uns Ingenieure sind ja nicht auf dem Kopf holen. Die haben nun Motoren zu so einem Schoster, wo achtern die Luft klarer ist als die Luft, die vorhin ansogen wird. Gut, das ist doch ein feine Sorg. Nun mögt wir denn bloß noch mehr Auto fahren, damit die Luft wieder schier wird. Damit uns Luft nicht immer schmuddeliger wird, wird der Politiker eine neue Umweltsteuer, die CO2-Steuer einführen. All die, die unsere Umwelt mit Schied und Dreck belassen, die werden zu Kaspien. All die Schäb, die Pflegers und auch die Autos auf uns Straßen, die müssen jetzt mehr für den Sprit berappen. Und die mit alternativen Energien unterwegs sind, die betonen denn weniger. Das Ganze ist denn so ein Ort Umverteilung. Das ist schon eigentlich auch ein ganz reelles Sorg. Aber habt ihr sich wohl darüber Gedanken gemacht, was mit all den Flatulenzen von uns Derten passiert? Die können nicht einfach ermorstig kleben. Tja, so denn ich möchten die auch viel Fleisch und Eier eten, die müssen doch für die bei die Tasche kriegen. Das freut denn doch die Veganer. Die hebt denn doch gut lachen. Tja, solange wie Menschen nie jetzt auch noch für jeden Furz und Atemzug betonen müssen. So,
Nur holt mal die Luft und versucht das mal mit Kommodität. Versuch mal mit Kommodität, mit Ruhe und mit Kommodität. Damit kommst du auf wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodig bist und auch das Lachen nicht vergisst, dann kommt das Glück allein und die Hut.